Das Stille, meine Damen und Herren. Dies ist Tibet This Week, ein wöchentliches Nachrichtenfeature über Tibet, seine Heiligkeit den Dalai Lama und die tibetische Zentralverwaltung. Werfen wir doch einen Blick auf die heutigen Schlagzeilen. HHDL bietet Unterstützung für Rettungs- und Hilfsaktionen in der Türkei und Syrien an. Pressemitteilung von UN-Experten zeigt alarmierende Zwangsassimilierung und Trennung von 1 Million tibetischer Kinder in Tibet durch China. Die zentrale tibetische Verwaltung begrüßt die Wiedereinführung des Tibet-Gesetzes, das eine Lösung des Tibet-China-Konflikts in beiden Häusern des US-Kongresses fördert. Sejong setzt sein Engagement in Nordamerika fort. Zweitägige nationale Vorstandssitzung der BDSM im Kailash Mansarovar Bhavan in Ghaziabad. Mitglied der Nationalen Kommission für Minderheiten Rinchen Hamo besucht das CTA. Traurig über die vielen Berichte, die er von den verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien gesehen hat, die zu vielen Toten und Verletzten geführt haben, hat seine Heiligkeit der Dalai Lama an den Exekutivdirektor des Welternährungsprogramms geschrieben. Seine Heiligkeit sprach den Familien, die Angehörige verloren haben, sein Beileid aus und betete für alle, die von dieser Tragödie betroffen sind. Er sagte, es sei ermutigend zu wissen, dass neben den von den Vereinten Nationen koordinierten Gesundheitsteams auch Nichtregierungsorganisationen und viele Länder aus der ganzen Welt Unterstützung schicken, um die Rettungs- und Hilfsmaßnahmen in den betroffenen Gebieten zu unterstützen. Als Zeichen seiner Solidarität mit den Menschen in der Türkei und Syrien, die von dieser Tragödie betroffen sind, hat seine Heiligkeit eine Spende für die Rettungs- und Hilfsbemühungen unter seinem Amt geleistet. Am Montag dieser Woche verurteilte eine Gruppe von 3 UN-Experten in einer scharf formulierten Pressemitteilung China für die gewaltsame Trennung von mehr als 1 Million tibetischer Kinder von ihren Familien und die Assimilierung von der tibetischen Kultur in Internatsschulen im Kolonialstil. Die Experten wiesen darauf hin, dass das Ausmaß der Internatsschulen in Tibet im Vergleich zu anderen Teilen der von China kontrollierten Gebiete viel größer sei und in den letzten Jahren zugenommen habe. Die erzwungene Schließung ländlicher Schulen in tibetisch besiedelten Gebieten und ihre Ersetzung durch Schulen auf Stadt- oder Landebene, in denen ausschließlich auf Chinesisch unterrichtet und kommuniziert wird, hat das Ausmaß der Internatsschulen in Tibet vergrößert. Die UN-Experten erklärten, sie stünden mit den chinesischen Behörden in Kontakt, um die oben genannten Probleme zu klären, die auch in der Mitteilung an China vom November 2022 angesprochen wurden. Die Vertreterin des UN-Sonderberichterstatters für Tibet, Tinle Chüki, erklärte, dies ist eine der ersten Pressemitteilungen der UN-Experten für Tibet, in der die ungeheuerlichen Menschenrechtsverletzungen in Tibet detailliert beschrieben werden, und wir hoffen, dass viele weitere folgen werden, vor allem angesichts der katastrophalen Lage in Tibet, das nach wie vor die am wenigsten freie Region der Welt ist. Die 3 UN-Sonderberichterstatter für Minderheitenfragen sind Fernande Varenes, die Sonderberichterstatterin für das Recht auf Bildung Farida Shahid und die Sonderberichterstatterin für kulturelle Rechte Alexandra Santaki, die gemeinsam ihre Besorgnis über die chinesische Politik zum Ausdruck bringen. In dem Gesetzentwurf wird vorgeschlagen, dass die Vereinigten Staaten das Recht des tibetischen Volkes auf Selbstbestimmung nach internationalem Recht schützen und dass seine Fähigkeit, dieses Recht auszuüben, durch die derzeitige Politik der Volksrepublik China (VRC) behindert wird. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass der Konflikt zwischen Tibet und der VRC ungelöst ist und dass der rechtliche Status Tibets weiterhin im Einklang mit dem internationalen Recht zu bestimmen ist. Die Gesetzgebung macht deutlich, dass der einzige Weg in die Zukunft darin besteht, den Ansatz des mittleren Weges seiner Heiligkeit des Dalai Lama zu verfolgen, der auf Verhandlungen in gutem Glauben und ohne Vorbedingungen beruht, um eine echte Autonomie für das tibetische Volk im Rahmen der Verfassung der Volksrepublik China zu erreichen. Galeno Sintema von der Abteilung für Information und internationale Beziehungen würdigte die Bemühungen des Kongressabgeordneten Jim McGovern, des Kongressabgeordneten Michael McCaul, des Senators Jeff Merkley und des Senators Todd Young und sagte, die Wiedereinführung des überparteiischen Gesetzentwurfs in beiden Häusern des US-Kongresses ist ein weiterer Beweis für das Engagement der US-Gesetzgeber der Lösung des seit langem ungelösten chinesisch-tibetischen Konflikts durch den Ansatz des mittleren Weges einen dringenden benötigten Impuls zu geben.
Eine solch starke Solidaritätsbekundung der USA bekräftigt den Glauben und das Vertrauen des tibetischen Volkes in die gerechte Führung der USA und ihr unerschütterliches Engagement für den Schutz und die Förderung hochgehaltener amerikanischer Werte, indem sie diejenigen verteidigen, die überall nach Frieden, Demokratie, Freiheit und Menschenrechten streben. Die Vorlage dieses Gesetzentwurfs hat zweifellos den Optimismus der Tibeter in Tibet gestärkt, die in diesem Moment ständigen, schweren Repressionen ausgesetzt sind, sagte Galeno Sindema. Sidhom Bimba Tsering von der tibetischen Zentralverwaltung traf am Mittwoch letzter Woche nach seinen erfolgreichen Auftritten in London in Washington D.C. ein. Sidhom wurde am Flughafen von dem Repräsentanten Dr. Namgyel Chudup vom Office of Tibet, dem Interimpräsidenten Pujung Tsering von der International Campaign for Tibet und Vorstandsmitgliedern der Capital Area Tibetan Association empfangen. Sidhom stattete dem US-Sonderkoordinator für Tibet, Unterstaatssekretär Uzra Zeya, und dem leitenden Direktor für Demokratie und Menschenrechte im Nationalen Sicherheitsrat Rob Berschinski in Begleitung des Interimsekretärs Tenzin Legdup vom Finanzministerium und des Vertreters Namgyel Chudup einen Höflichkeitsbesuch ab. Zuvor traf Sidhom mit den Vertretern und den Mitarbeitern des Office of Tibet in D.C. sowie dem Interimpräsidenten und dem Vizepräsidenten der International Campaign for Tibet zusammen, um die tibetische Lobbykampagne zu erörtern. Nach seinen Verpflichtungen in Washington traf Sidhom Bimba Tsering am Freitag letzter Woche in Wisconsin ein. Sidhom traf sich dort mit der tibetischen Gemeinschaft und unterhielt sich mit ihr über die wichtigsten Verpflichtungen des 16. Gascha und beantwortete Fragen und klärte Zweifel der Öffentlichkeit. Sidhom informierte die Öffentlichkeit über die von seiner Regierung eingeleiteten Initiativen zur Förderung und zum Wohlergehen der Tibeter, wie zum Beispiel die Einrichtung eines ständigen Strategiekomitees als Ersatz für die 1998 eingerichtete Taskforce für chinesisch-tibetische Verhandlungen. Der Verbindungsoffizier Gunga Dashi informierte die Anwesenden über den Zweck von Sidhjoms diesmaligen Besuch. Bei seiner Ankunft auf dem Flughafen von Chicago wurde Sidhom von den Leitern und Vertretern der tibetischen Vereinigungen von Chicago und Wisconsin sowie von Vertretern des Klosters Ridhaka Tseling empfangen. Am Samstag vergangener Woche hielt Sidhom Bimba Tsering während seines Besuchsprogramms in Nordamerika eine interaktive Sitzung mit tibetischen Studenten und Berufstätigen aus Wisconsin ab. Ziel dieses Programms war es, die tibetische Jugend zu schulen, damit sie die tibetische Sache nach außen hin vertreten kann. Sidhom Bimba Tsering informierte die Jugendlichen über den Zustand der Umwelt in Tibet, die tibetische Geschichte, die Verbreitung des Buddhismus von Indien nach Tibet, die historischen Beziehungen zwischen Indien und Tibet, die historischen Beziehungen zwischen den USA und Tibet und die wachsende Unterstützung der USA für Tibet. In Anbetracht der Bedeutung des Einsatzes für Tibet forderte Sidhom die Jugendlichen dazu auf, sich an den jährlichen Programmen der International Campaign for Tibet zu beteiligen. Am Nachmittag wurde Sidhom vom stellvertretenden Vorsitzenden und den Mitgliedern des Komitees der tibetischen Vereinigung in Chicago empfangen, um mit der tibetischen Gemeinschaft zu sprechen. Er sprach über den Ansatz des Mittleren Weges, darüber, dass Tibet historisch gesehen eine unabhängige Nation war und über die Bemühungen der USA im Repräsentantenhaus ein entsprechendes Gesetz zu verabschieden, sowie über die Notwendigkeit, mit der chinesischen Regierung zu verhandeln, um die Tibet-Frage durch eine verstärkte Lobbyarbeit auf der globalen Bühne zu lösen. Gleichzeitig mit der öffentlichen Veranstaltung nutzte die Bildungsabteilung des CTA die Gelegenheit, Sidhom die Zertifikate für hervorragende Leistungen an die besten Schüler der tibetischen Wochenendschulen in Chicago überreichen zu lassen und den langjährigen Lehrer der Wochenendschule Lobsang Yalpe zu ehren. Am Sonntag letzter Woche unterhielt sich Sidhom mit den in Chicago lebenden tibetischen Jugendlichen und beantwortete ihre Fragen zu den Beziehungen zwischen den USA und Tibet, zum gegenwärtigen Status Tibets unter der Herrschaft der Volksrepublik China und zur Notwendigkeit, die von China verbreitete falsche Darstellung der Geschichte Tibets zu widerlegen. Im Anschluss an den Vortrag führte Sidhom eine Besichtigung der Wochenendschule durch. Im Rahmen seines Engagements in Nordamerika traf Sidhom Bimba Tsering von der Central Tibetan Administration (CTA) in Washington D.C. mit mehreren prominenten Unterstützern und Freunden Tibets zusammen. Am Dienstag dieser Woche besuchte Sidhom den Kongressabgeordneten Dias Balart, ein hochrangiges Mitglied des Haushaltsausschusses
des Repräsentantenhauses, gefolgt von einem Treffen mit der Kongressabgeordneten Young Kim und Senator Brian Schatz. Anschließend besuchte Sejong den Vorsitzenden des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten, Michael T. McCall, und Senator Todd Young, die im Repräsentantenhaus den Promoting a Resolution to the Tibet-China Conflict Act wieder eingebracht haben. Sejong bat die Senatoren und Kongressabgeordneten um anhaltende Unterstützung bei der Verabschiedung des Gesetzes, das als Vorbild für andere Länder wie die Europäische Union dienen könnte, die ein ähnliches Gesetz in ihren jeweiligen Parlamenten einbringen wollen, und rief während des Treffens zu kontinuierlicher und politischer und finanzieller Unterstützung für die Sache Tibets auf. Neben Richard Gere, dem Vorsitzenden der International Campaign for Tibet, der dem Treffen mit Sejong praktisch beiwohnte, nahmen auch der Repräsentant Dr. Namgyel Chudup und der Interimpräsident und Vizepräsident von ICT an dem Treffen mit Sejong teil. Sejong traf sich auch mit dem Direktor und den Mitarbeitern des Büros für Demokratie, Menschenrechte und Arbeitsfragen des US-Außenministeriums sowie mit Präsident Derek Mitchell und den Mitarbeitern des National Democratic Institute, um sie über die Unternehmungen des CTA und die zukünftigen Projekte zu informieren. Die zweitägige nationale Vorstandssitzung von Bharat Tibat Sahayog Manch (BTSM) fand am 4. und 5. Februar in Kailash Mansarovar Bhawan, Indirapuram, Ghaziabad statt. Den Vorsitz der Sitzung führte Dr. Indresh Kumar, ein führender Aktivist der Rashtriya Swayam Sevak Sangh und Leiter der Manch. Dr. Indresh kündigte an, dass am 5. Mai 2023 das 25-jährige Bestehen von Bharat Tibat Sahayog Manch vollendet sein wird und dass an diesem Tag das silberne Jubiläumsjahr des Forums beginnen wird. Die Feierlichkeiten werden von Dharamsala aus das ganze Jahr über im ganzen Land mit vielen verschiedenen Programmen bis zum nächsten Jahr stattfinden. Während der Eröffnungssitzung äußerten sich auch Acharya Yeshi Yashipinso, der ehemalige stellvertretende Sprecher des Exilparlaments, und der Nationalheilige Mahamandaleshwar Swami Dr. Abhijit Anandji Maharaj. Der ITCO-Koordinator wies auf die von der VTech und dem DIR-CTA gestartete Petitionskampagne zur Schließung der kolonialen Internate hin, die von der chinesischen Regierung in Tibet eingerichtet wurden, und forderte alle Teilnehmer auf, die Petition zu unterzeichnen und sie an andere Mitglieder weiterzuleiten. Auf der Abschlusssitzung der zweitägigen nationalen Exekutivsitzung traten Galön Yariduma, Abteilung für Sicherheit, zentrale tibetische Verwaltung, und Rinchen Hamo, Mitglied der Nationalen Kommission für Minderheiten, Regierung Indiens, zu Dr. Indresh Kumar und anderen Exekutivmitgliedern von Bharat Tibat Sahayog Manch. Galön Yariduma und Rinchen Hamo sprachen zu den Anwesenden und würdigte die Arbeit der Bharat Tibat Sahayog Manch, ihrer Vorstandsmitglieder und aller Mitglieder für ihre unermüdliche Unterstützung und Arbeit für Tibet. Der Hauptgast und die Mitglieder unternahmen eine Aufklärungsyatra in Indirapuram, Ghaziabad, um die örtliche Öffentlichkeit auf Tibet aufmerksam zu machen. An der zweitägigen nationalen Vorstandssitzung nahmen Kernmitglieder, der zuständige Koordinator des indischen Tibet-Koordinationsbüros, der Shideki, und Mitarbeiter, Vertreter der tibetischen Verbände sowie 350 Delegierte aus dem ganzen Land teil. Am Donnerstag dieser Woche besuchte Rinchen Hamo, Mitglied der Nationalen Kommission für Minderheiten der indischen Regierung, die tibetische Zentralverwaltung und die Klöster in der Nähe des Kanchen-Gishon-Gebäudes. Nach dem Besuch der Klöster Nechung und Gadong besuchte Rinchen Hamo zusammen mit ihrem Berater das tibetische Parlament im Exil, wo sie vom stellvertretenden Sprecher Döma Tsering Dekang empfangen wurde. Anschließend empfing der amtierende Sejong, Galön Nursin Döma, die Besucherdelegation im Kasha-Sekretariat, um unter anderem Fragen zum Wohlergehen der tibetischen Gemeinschaft in Indien zu erörtern. An dem Treffen nahmen auch der stellvertretende Sprecher Döma Tsering Dekang, der tibetische Parlamentsabgeordnete Tsering Yangche, der Kabinettssekretär Tsegye Chugya Danyi und das Gefolge von Rinchen Hamo teil. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.